Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder eine Zuschauerfrage. Hallo Martin und Melanie. Ich habe bei euch vor circa 3 Wochen 14 Tosai Kois abgeholt und sie schwimmen fit und gesund in meiner Innenhälterung. Aber sie sind sehr ängstlich. Was kann ich dagegen tun? Soll ich ein Leittier aus meinem Hauptteich dazu packen? Ich habe Angst, dass es dann zu große Temperaturschwankungen sind für das Leittier. Temperaturen in der Innenhälterung 20,5 Grad und im Teich sind es 16 Grad. Oder was kann ich machen? Also jetzt zu frischen Tosai gleich noch ein Leittier dazu zu packen, wenn sie eh schon ängstlich sind. Angst ist natürlich auch nicht gerade förderlich fürs Immunsystem, weil Angst hebt den Cortisolspiegel. Cortisol ist ein Stresshormon und das ist eine der ersten Stufen, was Stress und Stresssymptome und vor allem auch stressbedingten Krankheitsausbruch angeht. Also von daher würde ich das jetzt mal im ersten Schritt noch nicht tun, sondern ich würde erstmal ganz normale Maßnahmen, nehmen Sie mal das Futter ein paar Tage zurück. Also Hunger ist, was Koi angeht, immer eigentlich ein ganz gutes Erpressungsmittel, dass sie dann doch irgendwann kommen und die Scheu vor dem Menschen ablegen. Also das heißt jetzt vielleicht nicht gar nicht füttern, sondern immer nur ein bisschen was, dass die einfach lernen, dass die Hand des Menschen nicht was Feindliches, sondern was Freundliches ist. Dann kann man eventuell das Becken auch mal partiell ein bisschen abschatten. Also vor allem, wenn die Fische dann sich nur immer in ein Eck reindrängen, wenn sie total Angst haben, dass sie ein bisschen Unterstand haben, aus dem sie dann so langsam, aber sicher aus gewohntem Unterschlupf heraus dann agieren können. Interessant ist, ich habe mal in meine 1500 Liter Becken habe ich auch mal kleine Fische geholt. Die waren damals so 17 bis 20 Zentimeter. Ich habe in jedes Becken von den 4 Stück jeweils 50 Fische gepackt. Am Anfang war ein Becken zahm, aber bis das letzte Becken dann irgendwann sich mal an mich gewöhnt hat, sind circa 4 Wochen rumgegangen und ich habe alles versucht, das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe es abgedunkelt, ich habe mit weniger Futter gearbeitet, aber irgendwie, wenn in so einem Bestand mal der Wurm drin ist, dann ist der Wurm drin und da kann man dann auch nicht ganz so viel machen. Und es ist natürlich immer hilfreich, wenn in dem Bestand dann gewisse zahme Varietäten sind. Also ein Karashi-Goi, ein Cha-Goi, ein Ochiba, also irgendwas, wo erfahrungs- und gefühlsmäßig der menschlichen Hand eher zugeneigt ist, als jetzt diese ganz eher scheuen Varietäten, wie jetzt zum Beispiel die Gosanke, die jetzt nicht gerade für ihre überaus große Zahmheit bekannt sind. Und ansonsten würde ich einfach abwarten und wenn die Fische dann vielleicht ein paar Zentimeter gewachsen sind und ich ihnen einfach nicht den Stress zumute, dass ich am Becken bin, sondern immer nur hingehe, um zu schauen, dass alles in Ordnung ist, so wie ich gerade gesagt habe. In den meisten Fällen beruhigt sich das nach ein paar Wochen dann von ganz allein, wenn die sich dann mal an ihr neues Becken gewöhnt haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Blog.